ich habe versagt, weil ich hätte müssen Tüchlein einpacken und ich habe das Tüchlein vergessen. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Lange ist es her. Willkommen bei unserem Vlog Season 2, Episode 1. Wir haben jetzt Ferien und haben gehofft, dass unser Wohnmobil da ist. Leider hat es nicht funktioniert. Respektive es ist immer noch unterwegs oder noch nicht fertig oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben es noch nicht. Aber wir sind noch nicht, nicht untätig in der Zwischenzeit, sondern wie man da sieht, haben wir uns ganz viele Sachen angeschafft und jetzt haben wir gedacht, machen wir mal ein Video über das, weil das sind ja so alltägliche Sachen, wo man sich vielleicht gar keine Gedanken macht, aber das eine oder das andere ist also ein richtiger Geheimtipp. Fangen wir mal an, das Wichtigste ist ja die Ernährung, das heisst, wir brauchen etwas, um das Ganze drin zu haben. Jeweils 4 Schüssel, Suppenteller, Salatteller und Essteller. Und Grünbesteck dazu. Genau, und uns hat einfach noch das Muster gefallen. Und es ist schlicht und gleich ein bisschen ein Farbtupfer, wie auch hier die Becher. Und das Ganze ist aus Melamin, das ist also nicht irgendwie... Ist nicht aus Porzellan, weil es muss ja auch aufs Gewicht geschaut werden. Fast unkaputtbar. Jawohl, also man sollte es ja nicht umrühren, aber es ist wirklich sehr stabil. Und was die meisten auch kennen, es ist eben nicht nur bei Melamin, aber es ist extra für das, gibt es ja dann viele so Rückstände von Kaffee oder Tee. Und da haben wir schon mal den ersten kleinen Geheimtipp, und zwar den Tee- und Kaffeeputzer. Remover. Genau. Und das ist extra für das Melamingeschirr. Wir kochen ja mit Gas. Und um den Gasverbrauch auch ein bisschen minimieren und weil wir meistens nicht so lange machen wollen, dass wir es Nachtessen und so, haben wir uns etwas überlegt. Wir haben uns da so einen kleinen Dampfkochtopf gekauft, der der Kuhn reinkommt. Das ist der kleinste, glaube ich. Für den Zweck, den wir es brauchen, lange zeigen. Genau. Und da drin geht halt alles mega schnell und weil es ja schnell geht, brauchst du auch weniger Gas, was ja beides ein Vorteil ist im Wohnmobil. Und dann haben wir hier noch etwas Spezielles und das ist der Topf. Genau, den Topf haben wir selber auch noch nicht ausprobiert, aber wir haben uns von der Verkäuferin überzeugen lassen, dass das dann auch funktioniert und ich denke, es funktioniert auch. Und zwar ist das ein spezieller Topf, der hat einen Übertopf, der auch aus Melamin ist, interessanterweise. Man tut das Zeug drin aufkochen, zum Beispiel das Reis aufkochen und dann kann man den Deckel drauf tun, auf die Seite stellen, in den Übertopf. Erstens mal hat man das Kochfeld wieder frei, was ja praktisch ist, man hat ja nicht sehr viel Platz einmal. Und dann kann das dort drin fertig kochen und anscheinend geht das, ich glaube, mehrere Stunden, also nicht bis fertig ist, sondern man kann es mehrere Stunden warm halten, was natürlich noch praktisch ist. Dann kann man das bereit machen, kann irgendwie noch ein bisschen wandern, zurückkommen und man hat schon etwas zu essen. Ein weiterer Geheimtipp, den wir allerdings die schon ausprobiert haben, sind die kleinen Raclette-Töpfchen hier. Weil, wie ihr ja wisst, unsere Tradition, irgendwann in der Ferien gibt es ein Raclette. Und die sind jetzt zwar nicht mehr so gross wie die anderen, die wir hatten das letzte Mal, aber die funktionieren dafür viel schneller, auch mit Kerzen. Und die sind also super, die haben wir jetzt also die letzten 2-3 Mal sogar die Hype drauf. Was auch noch vom Vorteil ist, gegenüber den anderen, die wir sonst hatten, sie sind eigentlich so gerade stabil, also man muss es nicht separat zusammenbauen. Die Stabilität ist viel mehr gegeben und die Kerzen, die sind wirklich sehr kompakt zusammen, also es entwickelt eine unheimliche Hitze und es geht extrem schnell. Ja. Und was wir uns heute noch tun haben, ist hier die Bratpfanne. Speziell an der ist nicht zwingend, dass man sie als Bratpfanne brauchen kann, sondern dass man da kann. So rum. Dann kannst du auf beide Seiten. Kannst du auf beide Seiten. So, dass man die so zusammenlegen kann. Und dann braucht die nicht so viel Platz. Ist natürlich super, weil Platz ist im Wohnmobil ein bisschen essentiell, oder? Du weisst nie,
Wir haben zwar Platz wahrscheinlich und das Gewicht ist immer... Platz und Gewicht, genau. Und das haben wir gefunden, ist eine coole Sache. Gibt es in 3 Grössen. Das ist jetzt die grösste, 28 cm, glaube ich. Und dann gibt es eine 24 und eine ganz kleine. Also nur so Spiegelei-Grösse. Aber wir haben jetzt gefunden, wir probieren jetzt mal die und einfach mal eine, das lange, weil mit den anderen Töpfen, ich meine, da drin kannst du auch andere Sachen machen, wie nur Spaghetti oder Risotto. Also, ja. Und das hier ist auch etwas Lustiges. Auch von der coolen Icon. Nicht, dass das irgendwie gesponsert wäre oder so, aber das haben wir schon gekannt von vorher. Und das ist wirklich gut, ein Siebli zum Ableeren, das man halt kann auf und zu machen kann. Sehr platzsparend, weil das auch das sehr platzsparend und ja, für zum Törnchen ableeren und so weiter kann man das gut brauchen. Und noch etwas zum Zusammenlegen. Das Teil hier sieht ein bisschen kurlig aus, ist ein bisschen gross, aber es funktioniert wirklich gut. Also das haben wir gedacht, das nehmen wir als Abwaschbecken. Da kann man nämlich das Geschirr, das gebraucht ist, rein tun und dann abwaschen. Genau, und zum Verstauen ist es auch nicht mehr so wahnsinnig gross, aber es hat trotzdem ein riesiges Vermögen. Und ja, und wir haben auch schon ausprobiert, das gesamte Geschirr passt da rein. Das heisst, wir können also theoretisch 4 Tage lang nicht abwaschen und mal schauen, ob wir dann das machen. Aber ja, sind wir gespannt. Ja. Des Weiteren haben wir uns natürlich noch einen Haufen andere Sachen auch noch zutun, aber respektive mal bestellt, weil es braucht ja noch ganz viele andere Sachen wie Stromanschluss, Kabel und Auffahrkeil und weiss, fällt mir jetzt gerade nicht alles ein, da machen wir dann einmal ein separates Video. Das ist jetzt mehr für im Wohnmobil und das andere ist halt mehr, was man halt einfach braucht ums Wohnmobil herum oder damit man eben Strom hat oder ja. Was wir allerdings schon haben, sind unsere neuen coolen Klappvelo. Oh ja. Die sind sehr cool. Die sind super. Wir haben die im Jumbo gekauft. Die heissen California Ristretto, glaube ich. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wieder ein bisschen Kaffee, glaube ich. Genau. Und die zeigen wir euch jetzt. Fährt sich also super. Macht also richtig Spass. Tschüss. Jetzt legen wir das mal zusammen. Das ist nämlich ganz einfach. Ich zeige es euch. Zuerst einmal die Pedale einklappen. Dann muss man drücken. So. Dann hier den Lenker runterlassen. Dann hat es hier so ein Sicherheitsdings. Die kommt weg. Lösen. Drücken, dann kommt der hier oben. Das Schläufchen auf. Zack. Und schon ist es zusammengelegt. Und fertig. Das ist ja nicht alles, weil wir haben ja jetzt Ferien diese Woche und der Sven hat schon lange mal schon seit Jahren an Creux du Vent. Das ist im Jura und wir werden diese Woche dort hingehen. Und dann nehmen wir euch jetzt mit. Dann nehmen wir euch mit. Und die Übernachtung werden wir auch an einem speziellen Ort haben. Das werden wir jetzt aber noch nicht verraten, das werden wir sehen. Und ja, weil wir halt das Wohnmobil noch nicht haben, gehen wir halt mit einem normalen Auto. Darum müssen wir extern übernachten. Let's do it. So ist es. Sind wir angekommen, Creux du Vent, respektive bei dem Restaurant, das leider anscheinend noch zu hat, so wie es aussieht. Le Soledad heisst das. Genau, eine relativ abenteuerliche Fahrt mit dem Auto. Also mit dem Wohnmobil wäre es also... Dann wäre es abenteuerlich. Dann wäre es sehr abenteuerlich gewesen, jetzt ist es eigentlich noch gegangen. Ja, es ist tipptopp gegangen. Aber man muss auch sagen, ich nehme an, im Sommer werden da auch Kühe drauf sein und überall hat es so die Kuhabsperrungen am Boden und ich denke, im Sommer ist wahrscheinlich eine Alp. Wird dann da auch ein bisschen mehr los sein, was Tiere anbelangt. Ja, und jetzt wäre das WC schön. Jetzt schauen wir mal, ob wir das finden. Dann gibt es noch ein Brötchen zum Essen und dann gehen wir mal schauen. Ich glaube, es geht dort vorne.
Und jetzt müssen wir nur noch von da nach da vorne laufen. Also ich glaube, wenn es offen wäre, wäre das also super Beiz. Wow! Übrigens, für alle die Fotografie-Stammtisch auch abonniert haben, ich habe ja meinen F-Stop-Rucksack gekauft. Der ist jetzt also im Einsatz. Also super! Ja, muss man etwas tun dafür. Reine Sicherheitsmaßnahme, weil... Dann guckst du hier. Da geht es also schon recht das Loch ab. Ja, es ist wirklich noch krass. Also ich würde jetzt da nicht weiter vorne laufen, weil... Ja, es ist wirklich überhängend. Es ist mega eindrücklich da. Wir haben jetzt noch Fotos gemacht. Also am Anfang braucht es schon ein bisschen Überwindung, weil man denkt, uiuiui, wenn du da runtergehst, ist es einfach fertig. Und nein, es ist mega cool da, wirklich. Kann man empfehlen, he? Kann man empfehlen, ja. Es hat auch immer Leute, also ich glaube, da bist du jetzt nie allein, aber ja. Ist auch okay so. Also bis ganz vorne. Und dort geht es ziemlich krass bergab. He? Aber du hast dich getraut. Ja, ich habe mich getraut, mit ein bisschen Überwindung. Was will? Ja, ein bisschen Überredungskunst. Ja. Aber es ist wirklich, also, Ja, und ist das der Hammer. Wetter haben wir natürlich auch mega Glück gehabt. Ja, mega. Ist also wirklich, das letzte Mal, als wir im Jura waren, hat es ja nur geregnet. Also wir haben eigentlich bis jetzt immer schlechtes Wetter gehabt, wenn wir hier im Jura waren. Und das Mal haben wir ja, die goldige Seite verwünscht. Genau. Und was sieht echt noch besser aus, als die Aufnahmen jetzt hier? Aufnahmen mit der Drohne. Let's do it! Dort auf dem Felsvorsprung sind wir vorher gehückelt. Wie kleine Lemming sind wir dort gesessen, aber wir sind nicht gesprungen.
Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt an unserer geheimen Destination angekommen. Nach dem super schönen Besuch in Greux-du-Vau. Ist nicht weit entfernt, 46 Kilometer um genau zu sein. Und wir sind hier wo? Wir sind jetzt hier in Kampala auf dem TCS Campingplatz. Mhm. Und wir haben gerade vorher festgestellt, gell? Wir sind vor 5,5 Jahren schon mal da gewesen mit dem Wohnmobil. Genau. Und wir haben nur positive Erfahrungen gemacht, darum sind wir jetzt auch wieder hergekommen. Aber, weil wir ja immer noch kein Wohnmobil haben wir jetzt eine andere Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Und das haben wir schon immer mal ausprobieren. Und das ist, Achtung, das ist so ein Pot, sagen sie dem. Da kann man einfach drin schlafen. Die gibt es in verschiedenen TCS-Campingplätzen. Und ja, Fabian macht uns jetzt mal auf. Dann können wir da noch schnell eine Führung über. So. Ja, schön aufmachen. Jawohl. So. Das wird unser Schlafdomizil. Klein, aber fein. Und es schmeckt mega fein nach Holz. Es ist sehr heimelig. Mhm. Und da, also was cool ist, da hat es eben die Scheiben und am Abend kann man da einfach den Vorhang ziehen, dann ist es auch dunkel. Genau. Und wenn man dann wirklich noch friert, hat es da also auch noch ein Öfeli und so, aber wir schauen mal. Ich glaube, es geht gut ohne Früher. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so wahnsinnig kalt wird. Wir werden es sehen, wir haben Schlafsäcke dabei. Genau. Und ja, wird gut kommen. Was wir vielleicht noch sagen können, die Pots die sind nicht so wahnsinnig teuer. Also wir haben... Gut, jetzt ist auch Vorsaison, muss man auch sagen. Es ist Vorsaison, aber das zweite zahlt man 55 Franken für eine Nacht. Mhm. Aber da wir noch TCS Camping-Mitglied sind, haben wir noch 8 Franken Retour bekommen. Also ist doch so super. Ja, und eben, es ist auch gedacht, für, wenn man jetzt mit dem Velo oder mit dem Motorrad oder wir jetzt mit dem Auto da kommen, dass du einfach nicht gross alles mitschleppen musst, nur das Nötigste. Und von dem her ist es wirklich eigentlich perfekt. Man könnte jetzt auch noch, wenn jetzt ein paar sind, könnten auch, da haben wir noch einen Esstisch und man könnte eigentlich noch richtige Party machen, wenn die richtigen Leute zusammen wären. Und da vorne hat es einen Steg raus, den sehen wir dann auch mal wahrscheinlich noch. Und das geht direkt in Neuenburger See, also man könnte auch schwimmen, das machen wir jetzt sicher nicht. Aber es ist wirklich mega schön. Und was auch noch krass ist, ich habe versagt, weil ich hätte müssen Tüchlein einpacken und ich habe das Tüchlein vergessen. Und wir haben aber trotzdem eins bekommen. Wir haben an der Rezeption gefragt, das ist sehr eine freundliche Frau da an der Rezeption, die uns auch gesagt hat, wir dürfen uns auswählen, welchen Pot wir gerne wollen, was natürlich cool ist. Und ja, da bin ich gefragt, ob sie da könnte, oder ob sie Tüchlein verkaufen, so Duschtüchlein. Da hat sie gesagt, nein, aber sie könnte uns eins anbieten. Und dann haben wir gefunden, ja, gerne, weil eben das Sven hat seinen Job nicht ganz gemacht. Also jetzt gehen wir noch schnell führen an den Steg, weil der ist nämlich mega cool. Und dann probieren wir es nochmal. Jetzt ist es soweit. Wir sind in unseren Schlafsäcken. Es ist relativ bequem, schon fast zu bequem. Es ist mega weich. Aber ja,
Wir haben ein bisschen Puff da rein, aber macht nichts. Wir schlafen jetzt mal eine Runde und morgen sagen wir euch dann, wie es war. Gute Nachtli. So, guten Morgen. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Gut. Gut. Tipptopp. Also die Matratze ist ein bisschen... ist nicht schlecht gewesen, aber es ist glaube ich so eine Tempur-Matratze. Und Ist ja noch ein bisschen das da runter, da, ja? ist glaube so eine Tempur-Matratze und die macht ein mega Loch Okay. hinter. Und hast du jetzt Rückenweh? Ich weiss noch nicht, ich bin noch nicht aufgestanden. Okay. Aber ich habe nicht gefroren. Ja. Es war gut gewesen. Das ist ganz angenehm, he? Ja. Kann man empfehlen. Kann man sehr empfehlen, ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on on Tour. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.